so schön, dass genau du heute da bist. Ich freue mich mega, dir oder euch heute eine Geschichte zu erzählen aus meinem Schmetterlingenbuch. Seid ihr auch schon gespannt, was es heute für eine Geschichte gibt? Ja gut, die von euch, die lesen können, oder die Eltern haben, die lesen können, und das sind glaube ich die meisten, die haben euch vielleicht schon gesagt, um wer oder um was dass es heute in der Geschichte geht. Aber jetzt müsst ihr trotzdem weiter schauen, oder? Also, ihr habt da drauf geklickt, so zack! Und jetzt geht es weiter mit der Geschichte von Madame Büsi. Die Geschichte von heute heisst, die Madame Büsi muss doch nicht zügeln. Die Madame Büsi ist die elegante Katzendame vom Vorherpfarrer. Die Madame Büsi braucht alle das Erwachsenenwort dafür. Der Pensionierpfarrer heisst das. Und die Familie von Johann, dem Pfarrer, und die Madame Büsi, die leben im Pfarrhaus. Also eigentlich ist es ja ein Pfarrschlössli. Das Schlössli von Unterseen mit den gelben und schwarzen Fensterläden, die im Wind klappern, und den herzigen Türmchen. Und wie es dazu gekommen ist, dass der pensionierte Pfarrer noch im Schlössli wohnt, das ist nämlich gar nicht so normal, das erzähle ich euch jetzt. Eines Tages sind der Pfarrer Johann und die Madame Büsi im gemütlichen Büro gesessen und er hat ihr erzählt, dass sie wahrscheinlich im Sommer zügeln müssen, weil er pensioniert werde und der neue Pfarrer mit seiner Familie nach Unterseen kommt. Und im Schlössli, da wohnt eben immer der Pfarrer. Aber die Madame Büsi hat sich das gar nicht vorstellen. Sie hat doch schon im Schlössli gewohnt, seit sie ein Babybüsi war. Sie hat mit tapsigen Pfötchen den Schmetterlingen nachgejagt. Und als sie dann grösser wurde, hat sie hier alle ihre Lieblingsplätzchen gefunden. Der Teppichplatz, der schön nach der Heizung ist, für einen Winter mit viel Schnee. Und die warme Steinplatte beim Veloständer für den Frühling. Perfekt. Und ihr geheimes Versteck draussen, das bis jetzt noch niemand gefunden hat, unter dem grossen Lorbeerbusch. Dort ist so im brennendsten Sommer herrlich kühl. Die Madame Büsi hat also ganz sicher nicht zügeln. An der traurigen Stimme vom Pfarrer Johann hat die Madame Büsi gehört, dass auch er am liebsten im Städtli-Schloss bleiben wollte. Aber sie haben halt beide gewusst, dass der neue Pfarrer auch ein Zuhause wird brauchen. Die Bananenkiste zum Zeug rein tun und zügeln hat der Pfarrer Johann sich auch schon besorgt und im Estrich aufgestapelt. Der Kirchengemeinderat hat auch ganz fleissig nach einem neuen Pfarrer gesucht. Und schlussendlich haben sie dann auch jemanden gefunden. Es war eine junge, quirlige Pfarrerin. Sie hat sich gerade ins Städtli und in die Berge und in die Seen und natürlich auch die Menschen, die dort wohnen, verliebt. Jeder, der schon mal auf dem Bödeli war, der kann das glaube ich gut verstehen, warum. Ein paar Monate bevor der Joy in Unterseen als neue Pfarrerin anfangen hat sie der Johann in sein Büro mit den vielen Büchern und einem grossen Schreibtisch eingeladen. Die Madame Büsi war natürlich auch dort. Die Madame Büsi lässt nämlich mega gerne den Menschen zu. Die haben immer so viel spannendes Zeug zu erzählen und darum ist sie auch so eine schlaue Katze geworden. Aber auf jeden Fall haben der noch Pfarrer Johann und schon bald Pfarrerin Joy guten Kaffee getrunken, Räubereckenkuchen gegessen und haben über wichtige Sachen geredet, wie Gottesdienstpläne, Sitzungsprotokoll und der Code für einen Kopierer. Aber auch darüber, welches Lied die Gemeinde im Gottesdienst am liebsten singt, was die Konfis alles schon für lustige Sachen gemacht haben, welche Geschichten sie beim Feiern mit den Kleinen schon erzählt haben und wer von den Senioren den besten Kuchen backt. Ihr seht, sie haben viel zu besprechen, die zwei. Die Joy hat ganz viele Fragen gestellt und dann mit schnellen Fingern alles in ihr Laptop hineintippt. Der Geruch, der durch das Büro geweiht hat, wo der Pfarrer Johann frischen Kaffee gebracht hat und von den Büchern, wo die Sonnenstrahlen drauf scheinen, das hat Madame Büsi besonders schön gefunden. Obwohl sie schon ein bisschen traurig war. Joy hat noch die letzten Sätze in ihr Laptop hineingetippt und da fragt der noch Pfarrer Johann leislich, wenn sie dann gedacht hätte, ins Schlössli zu zügeln,
ob sie im Juli denkt zu kommen oder doch erst im August. Joy schaut von ihrem Laptop auf und erklärt, dass sie eigentlich am liebsten gar nicht ins Schlösschen zügeln würde. Was soll ich denn mit dem grossen Haus? Du, Johann, du hast doch eine Frau und die Madame Büsi und deine Kinder, die Alben besuchen kommen. Und vielleicht gibt es ja auch mal Enkelkind. Ich suche mir doch viel lieber eine gemütliche kleine Wohnung hier in der Nähe. Ihr hättet mal sehen, wie der Pfarrer Johann und die Madame Büsi aufgeschnauft haben, so als wären sie gerade im Hallenbad ganz tief abgetaucht und hätten jetzt wieder frische Luft schnaufen. Die neue Pfarrerin will ihr Schlösschen gar nicht. Sie will gar nicht reinzügeln. Vielleicht dürfen sie ja bleiben. Natürlich mussten sie das zuerst noch mit dem Kirchengemeinderat besprechen. Aber auch der hat das gar keine so schlechte Idee gefunden. Der Pfarrer Johann bleibt mit seiner Familie im Schlösschen und die Pfarrerin Joy sucht sich eine gemütliche Wohnung und bekommt dann aber im Schlösschen noch ein Büro. Und einen Liegestuhl für die Wiese und ein Gartenbeetchen zum Pfefferminz und Lavendelpflanzen hätte Joy auch noch wollen und der Johann hat natürlich sofort Ja gesagt. Du, Joy, hat er gefragt, wo die Sitzung vorbei war. Könntest du noch ein paar Bananenkisten brauchen? Fragt der Johann. Oh ja, mega gern, hat sie gesagt. Und so sind sie gerade zusammen auf den Estrich die Kisten holen. So waren dann alle sehr zufrieden mit dieser Lösung. Der Pfarrer Johann freut sich, dass er dann als Nicht-mehr-Pfarrer, also eben wenn er dann pensioniert ist, Zeit hat, um viel guten Kaffee zu trinken, Bücher aus seiner Bibliothek zu lesen, im Garten etwas zu machen und Zeit haben für seine liebe Frau. Und dann, wenn Pfarrerin Joy gerade nicht im Büro ist und in wichtiger Mission durch die Kirchengemeinde wirbelt, hat der Johann auch gerne allen Leuten einen Kaffee angeboten, die am Schlösschen geläutet haben und einfach gerade jemanden gebraucht hat, der ihnen zulässt. Die Madame Büsi schnurrt glücklich und hat dann ihren neuen Lieblingsplatz für den Herbst gefunden. Nämlich auf dem Schoss von Joy, wenn sie in der Mittagspause alle beim Schlösschengarten auf dem Liegestuhl liegt, in die Wolken schaut und die Madame Büsi hinter den Ohren krabbelt. Das war die Geschichte von Madame Büsi. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und vielleicht kennt ihr ja auch Katzen oder habt selber eine. Und schaut doch mal, wo die ihre Lieblingsplätzchen haben. Das ist nämlich immer mega spannend. Und was mich noch interessieren würde, ich meine, ich habe ja jetzt ein paar verschiedene Geschichten erzählt, oder? Aus meinem Buch mit den Schmetterlingen. Und es hat die Amsel Samira gegeben und die Killenturm-Müsefamilie und Madame Büsi. Und eigentlich würde es mich noch interessieren, welche von diesen Geschichten euch am besten gefallen hat. Wenn ihr mir das sagen wollt, die einen von euch haben wir in ihrer WhatsApp-Liste von der Kirchengemeinde Untersen. Dort dürft ihr mir es erzählen, welche Geschichte euch am besten gefallen hat. Oder in dieser Infobox unten hat es auch eine E-Mail-Adresse. Auch dort könnt ihr mir sagen, welche Geschichten euch am besten gefallen haben. Oder sonst alles andere Feedback. Das würde mich natürlich freuen. Und jetzt sage ich Tschüss, wünsche euch ganz eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal, wenn ich euch eine Geschichte erzähle von unseren kleinen Freunden aus der Kirche Untersen. Tschüss zusammen!